Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Viva la Movie-Illusion Podcast. Heute mit dabei der Kani. Tag. Bitte ein bisschen euphorischer. Tag. Ah ja, okay. Vor deiner ganzen Euphorie kannst du bestimmt noch schnell erklären, über was wir heute sprechen werden, beziehungsweise darfst gleich die Handlung mit dazu erklären. Über was reden wir denn heute? Heute reden wir über den unglaublich rasanten Guns Akimbo. Mir ist kein anderes Wort mehr eingefallen, mit dem ich es beschreiben kann. Ja, wir waren da schon mal fleißig, beziehungsweise ich habe ja schon mal schriftlich ein paar Worte dazu verloren. Und letztens hat es in der Corby auch eingebaut und dann hat er gesagt, hey, da kann man doch eigentlich auch nochmal was dazu verzeihen. Drum habe ich gesagt, Falle, weil Leonie, keine Ahnung, wie das Label eigentlich ausgesprochen wird, Leonin sage ich jetzt einfach mal, waren da so nett und haben uns damals schon ein Review-Exemplar zukommen lassen. Und ja, dann habe ich gesagt, Falle, machen wir, habe ich noch jetzt daheim, schauen wir nochmal an, weil der Film nämlich so geil scheppert, den kann man sich immer wieder einbauen. Ja, genau. Und warum scheppert er so? Was ist da so besonders? Ist es etwa, weil Daniel Radcliffe alias Harry Potter, damit wir natürlich wieder mal über ihn gesprochen haben, mitspielt? Ja, genau, und weil es ganz viel scheißen. Scheißen? Scheißen dann, ganz viel dann scheißen und dann scheppert's da natürlich ordentlich, weil es geht um einen Harry Potter, er ist irgendwie so ein Programmierer für ein Online-Spiel und nebenbei ein professioneller Troller im Internet. Also er hat sich da zur Aufgabe gemacht, dass er da ordentlich Leid auffickt, wenn er es irgendwo sagt. Kommt dann irgendwann auf die Seite von Schism, einem verrückten Spiel, in dem Leute gegeneinander antreten und dabei gefilmt werden. Das Ganze wird live übertragen und die kämpfen und schießen und stichern sie dann durch die ganze Stadt. Und ja, so verdorben und asozial wie das Internet ist, finden es natürlich Leute geil, wenn sie da zuschauen können, wie echte Leute sterben und sie gegenseitig umbringen. Und er macht den Fehler, dass er anfängt da die zum Maulen. Und das war dann nicht so cool, weil dann kommen sie zu ihm heim und kriegt dann auf den Zwölfer und zack, bis er schaut, ist er nicht wacht er nicht auf und ist in Hogwarts, sondern wacht er auf und hat ein paar Pistolen an die Hand geschraubt und muss sich gegen den amtierenden Champion, die Nyx, gespielt von der unglaublich tollen Samara Weaving, die ich übrigens vormerke, muss sie gegen die behaupten. Vergiss es, das geht gar nicht. Erster gesagt. Ja, und dann entbrennt er schon eine wilde Verfolgungsjagd zwischen den beiden, in der er abhauen muss, weil er halt eigentlich mehr der IT-Nerd ist und nichts mit Knarren am Hut hat und sie gern Koks ballert und richtig ballert und er da über die überschießen möchte, damit sie gewinnt und somit ihre Freiheit wieder erlangt, die ihr vom, wie heißt der Chef, Rictor, dem Veranstalter vor dem ganzen irren Schism-Spiel versprochen wurde. War das gut erklärt? Passt das? Wow, nicht schlecht. So Wir haben zwar jetzt so ein bisschen die Emotionen gefehlt, die dann natürlich mitschwingen in dem Film, also die Liebesstory und natürlich die emotionale Verbandtelheit mit seinen Waffen, die er dann hat, weil es wieder dann mehr oder weniger Bestandteil seines Körpers. Ja, ich hab meine ganzen Emotionen beim WandaVision-Finale aufgebraucht. Das muss jetzt erst wieder ein bisschen nachwachsen bei mir, dass ich wieder Emotionen zeigen kann. Oh, das heißt, am Wochenende bist du eigentlich seelisch tot. Ja, genau. Vor allem, wir haben es so zweimal anschauen müssen. Ich habe das zweimal durchlebt, dieses Trauma. Also, reden wir nicht drüber. Okay, gut. Dann reden wir lieber über was Schöneres, und zwar über den Film. Ja, bin ich dabei. Wie hat er dir denn beim ersten Mal anschauen so gefallen? Beim ersten Mal hat er mir super gefallen, beim zweiten Mal hat er mir sogar noch mehr gefallen. Der ist einfach, man muss, da kann man zwangsweise nichts anderes machen als im Vergleich zu Cranked Sin. Der Film ist auch total überdraht, es scheppert in einer Tour, er ist lustig und er ist halt kompromisslos. Der Film fängt an, 10 Minuten Intro, in dem halt dann auch noch schön zynisch und satirisch auf die komplette Internetgeneration rumkackt wird. Und ja, wie gesagt, nach 10 Minuten geht's los, der Radcliffe kriegt dann auf die Schnauze und findet sie dann in dem Spiel wieder und von da weg ist nur noch Action angesagt. Das scheppert, es ist scheißegal, wer stirbt oder wie viel sterben und wie ekelhaft das sterben. Ich sag nur Sackschüsse die ganze Zeit, aber die waren ja laut der Samara in dem Film, sind ja die fürs Allgemeinwohl. Für Teufel. Deswegen, der Film macht einfach Spaß, der hat knackige 1,5 Stunden. Und da kommt keine Länge nicht auf. Es ist einfach nur ein richtig geiler Samstagabend-Bier-Party-Film. Was sagst du? Wie taugt er dir?
Also mir hat er auch super gefallen. Ich muss ja sagen, der Film macht ja schon neugierig wegen dem Poster. Man sieht den Daniel Radcliffe mit den 2 an die Hände geschraubten Pistolen, wobei man natürlich beim Poster nicht unbedingt auf das kommt, dass die direkt an seinen Händen droh sind. Aber allein schon dieser irre Blick mit den 2 Händen und irgendwie diesem bunten drumherum macht halt einen neugierig und auch mit dem Titel ganz Akimbo weiß man ja nicht sofort, um was es dann gehen kann. Deswegen war ich positiv überrascht von diesem Plot mit diesem Schism, mit der bösen Organisation, die halt Menschen aufeinander hetzt und da Gewinn daraus schürt. Und ich mag seinen Charakter, den fand ich eigentlich ja ziemlich cool. Es ist jetzt nicht nur reine Ballerei ununterbrochen, sondern es ist ja hauptsächlich eine Verfolgungsjagd mit drin zwischen der Nix, also der Figur von der Samara Weaving, die der Kane angeblich vorgemerkt hat. Das muss ich aber noch mit Mike dann besprechen. Der Mike ist geheiratet und du bist auch geheiratet, das haut's ab jetzt. Wir haben beide schon über sie gesprochen in der Letterboxd-Folge. Da hat sicher keiner vorgemerkt, der Video ist. Ich hab mir den Scheißdreck vielleicht zwar nicht angehört, aber ich glaub's euch nicht. Was? Du hast das nicht angehört raus? Ja, Falle. Ja, jedenfalls schon diese Verfolgungsjagden sind total witzig, weil die 2, oder sie merkt halt dann irgendwann relativ schnell, okay, dieses Mal hat es nicht wirklich mit einem Killer zum Tor, sondern halt wirklich mit irgendeinem Nerd, der irgendwie in diese Geschichte reingerutscht ist. Und ja, deswegen kämen da ab und zu mal ein paar witzige Szenen drin vor. Sie muss ihm dann auch irgendwann einmal erklären, nur während der Verfolgungsjagd, wie er eigentlich zum Schießen hat, weil er jetzt mal falsch schießt, halt ohne Spannung, und dann hat sie einen Arm hinter. Und ja, es macht einfach Spaß. Die Handlung ist mal ein bisschen was anderes. Ja, es geht so in die Richtung Crank oder Shoot 'em Up. An das hat es mir ziemlich erinnert, auch mit den Späßen, die drin vorkämen. Aber ja, es ist einfach mal was Aktuelles, Cooles, und Daniel Radcliffe, auch wenn wir natürlich am Anfang gesagt haben, Harry Potter und so, aber durch diese Genrefilme, wo er versucht, dieses Image ein bisschen verblassen zu lassen, finde ich, schafft es eigentlich gut, und also muss ich sagen, es hat er schauspielerisch schon cool gemacht. Ja, voll. Und es ist sowieso, es gibt ja für mich sowieso nichts Dümmeres auf dieser Welt, als einen Schauspieler immer auf die eine Rolle zu reduzieren. Ich finde das so dämlich, wenn es dann heißt, ich kann den Film nicht verfolgen, das ist der Harry Potter. Ja, dann bist du Behinderter, geh aus zum Bullock-Schrauber und schau keine Filme nicht an. Er ist ein verdammt nochmal Schauspieler, der kann alle Rollen spielen, und nur weil er jetzt den Harry Potter gemacht hat, heißt das nicht, dass er keine andere Rolle spielen kann. Und wie du schon sagst, der hat jetzt in so vielen Genre-Filme eben auch einen Namen gemacht, ob das jetzt Imperium war, Swiss Army Man, der auch ganz amüsant war, Jungle, die Frau in Schwarz, und jetzt eben noch mit dem ganzen Akimbo. Der Kerl hat jetzt halt oft genug gesagt, dass er nicht nur der Harry Potter ist, sondern dass er eben ganz, ganz viele andere Facetten spielen kann und das er wirklich gut spielt. Wobei es cool finde, wenn halt einer mit diesem Image entsprechend umgehen kann. So ein kleiner Harry Potter Witz in dem Film wäre schon zusätzlich nur geil gewesen. Ja, aber dafür haben wir den guten Zipfelwitz, wenn er beim Pissen steht mit den Knarren. Ja, der übersteigt alles. Weltklasse. Ihr müsst euch das einmal vorstellen, ihr könnt eine Hände nicht benutzen, ihr habt da drohtackete Knarren, und dann musst du irgendwie zum Pinkeln gehen damit. Guter Witz. Aber natürlich ist das erste, wo er Probleme damit hat, das Handy zu bedienen. Ja, genau. Das Handy bedienen, dann sie anziehen. Dieser geile Look, wie er umeinander läuft. Ich habe, bevor der Film gekommen ist, ich habe immer nur dieses scheiß Beutel vor ihm gesehen, in seinem geilen Bademantel mit die 2 Knarren, dieser komplett irre Blick, und dann noch seine geilen Hausschuhe, die er dann hat. Das gafft einfach so geil aus, nur in der Unterhosen. Und da habe ich mir schon mal gedacht, was macht er denn, was treibt er denn, der Radcliffe, was wäre er denn da für einen geilen Film eigentlich machen? Dann habe ich damals gelesen, der Regisseur ist der Jason Lee Howden, und dann war ich sowieso schon voll angefixt, weil der hat ja schon den unglaublich geilen Deathgasm hat er uns schon rausgekaut. Wer es nicht verstanden hat, das ist Deathgasm. Wer den gesehen hat, der weiß, der Film Ganz Akimbo hat einen ähnlichen Idiotenhumor, und wird wahrscheinlich, wenn er bei Deathgasm gut unterhalten war, ist er bei Ganz Akimbo genauso gut unterhalten. Und ich war dann mit dem Beutel, die Kombi von dem Regisseur, und dann hat es auch noch geheißen Samara Weaving, dann bin ich ja sowieso schon im Himmel. Ich war so angefixt und so geil auf dem Film, dass es bald nicht mehr ausgehalten hat. Und dann kommen die coolen Typen von Leonin und sagen, da schaut's her, kriegt's mal ein Review-Exemplar, schaut's nicht an, weil ins Kino kommt's ja nicht. Riesen Dank für diese tolle Aktion. Ich bin auf ewig euer Diener.
Okay. Jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen runter. Du wolltest vorher Emotionen, dann sage ich Emotionen, dann sind es wieder 2 Emotionen. Ach, verdammt, das ist eine Achterbahn, ist dieser Podcast. Eine Achterbahn der Gefühle, dieser Podcast. Also du musst es schon ein bisschen verstreuen. Was meinst du? Okay, ich fahr wieder runter, Entschuldigung. Der Film ist ja 2019 auf einem Filmfestival in Toronto erschienen und 2020 wäre ja eigentlich bei uns ins Kino gekommen, aber, so wie es du auch schon gesagt hast, dank Corona ist es nicht so weit gekommen, oder? Nein, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob er nicht einmal in der Zwischenzeit, in der man in der die Kinos offen gehabt haben, ob er da mal irgendwo war. Ich kann es ja nicht sagen, auf alle Fälle bei uns hier im bayerischen Outback war er glaube ich nirgends in der Zeit. Ja. Sonst hätte ich ihn nämlich auf alle Fälle im Kino gesehen und das war ein richtig geiles Kinoerlebnis gewesen. Und ich weiß jetzt nicht, aber vermutlich ist er dann auch nicht lang, wenn er in die USA im Kino war, dort nicht gelaufen, weil Box-Office technisch hat er das Budget bei weitem nicht eingeholt. Da habe ich jetzt noch gar nicht geschaut aufs Box-Office, aber es kann gut sein, wie gesagt, der ist so eine saublende Zeit eben da jetzt die ganze Zeit gelaufen, da kannst du dich sowieso nicht drauf verlassen, wann er wo irgendwo war und die Zahlen, die glaube ich sind auch nicht repräsentativ für das, wie er bei den Leuten angekommen ist. Ja, das ist auf gar keinen Fall, aber es kann schon gut sein, dass er bei den Amis auch nicht lang im Kino war dann. Die aktuellen Box-Office-Zahlen gehen zu 1 Million und Budget für den Film haben es 15 Millionen gehabt. Okay. Ja. Das ist natürlich, das ist so, nicht so gut. Na, aber bei der Qualität, die jetzt da abgeliefert worden ist, hoffen wir natürlich, dass der Mr. Howden in Zukunft da weiterhin Filme machen darf und auch soll. Ja, auf alle, der ist uns sowieso schon ewig lang einen zweiten Teil zu Deathgasm schuldig. Ja, der ist ja nach wie vor in Planung. Heißen tut's es selber, ja. Heißen tut's. Hat's ja nicht sogar geheißen, dass hat's ja nicht schon mal einen Titel-Leak gegeben, dass er dann Gorgasm heißen soll? Ja, genau. Schneller, ich brauch den. Wer von dem Menschen noch nie was davor gehört hat, also der ist unter anderem auch verantwortlich gewesen für die Special Effects bei Hobbit, also bei der Hobbit-Trilogie. Da kennt man ein bisschen sein Schaffenswerk her. Ja, mit Guns Akimbo hat er auf jeden Fall einen coolen Film abgeliefert, der öfter mal im Blu-ray-Player drin sein wird oder hoffentlich ja bei den Streaming-Dienste. Das heißt, wenn ihr die Chance habt, dass ihr euch den mal anschauen könnt, dann macht es auf jeden Fall. Auch für die Leute, die vielleicht ein bisschen zart beseitigt sind, so schlimm sind jetzt die Kills auch nicht unbedingt. Man muss halt natürlich mit dem ordentlichen, wie soll ich sagen, Sack voll Humor rangehen. Dann ist man auf jeden Fall durchaus in diesem Film sehr gut unterhalten. Also meine Frau hat ihn übrigens auch mit angeschaut, die hat ihn Weltklasse gefunden. Ja, meine Freundin hat auch mitgeschaut und die hat auch Spaß gehabt. Und es ist schon so, wie du sagst, er ist jetzt nicht übermäßig also er ist schon voll brutal, aber er geht jetzt nicht so in die Splatter-Richtung. Das ist so jetzt so überzeichnet, aber es hängen jetzt nicht pausenlos Eingeweide raus und Körperteile fliegen durch die Luft, sondern es sind dann einfach nur so überzeichnete, blutige Headshots die ganze hauptsächlich. Ja, ab und zu fliegt mal ein Finger oder irgendwie sowas, aber mein Gott. Ja, der gute Finger. Verdammt, meine Freitagabende sind jetzt ziemlich einsam, gell? Und das sagt nicht der Radcliffe. Nein, nicht unbedingt. Der kann sich seine Freitagabende nicht nur mit 2 Fingern spaßig gestalten, das machen andere. Nein, der hat ja nach wie vor noch Knarren. Was auch voll geil ist der Soundtrack. Oh ja. Also der Soundtrack zu dem Film, der nimmt die so geil mit und die erste Szene, wenn die Nyx ihren Auftritt hat und da den Massenmord, sag ich jetzt einfach mal, begeht in der komischen Halle drinnen, der ist musikalisch, ist er der mit Ballroom Blitz, glaube ich, unterlegt, aber an Cover. Ich wollte gerade sagen, von Free Thief. Genau. Also es ist ein bisschen ein schnellerer und wilderer Ballroom Blitz. Genau. Aber er passt so gut geil dazu. Das passt so geil und dann mit total wilde Kamerafahrten, das Drahtseil ist in einer Tour fliegt irgendwo ein Zahn, da fliegt wieder eine Kugel durch den Kopf, der kriegt wieder die Fresse irgendwo dagegen gehauen. Also das ist, wenn man auf so etwas steht, das ist ein Spaßtrip ohne Ende. Hat mich ein bisschen an an diese Ballerszene in der Kirche erinnert von wie heißt der Gentleman? Kingsman. Kingsman, ja, genau. Ja, genau. Kingsman. Stimmt, es ist sehr ähnlich. Ja, mir wenn Freebird von Lynyrd Skynyrd kommt. Das ist so eine geile Szene, aber ich glaube, die ist sogar aus dem Film irgendwann mal rausgeschnitten worden. Also ich glaube, da gibt es so unterschiedliche Fassungen. Zumindest ist, glaube ich, da die Ballerszene mal etwas kastriert worden. Aber ich glaube, nicht bei uns, oder?
Na, bin ich mir nicht sicher. Also das zweite Mal, wo ich den Film gesehen habe, habe ich mir gedacht, das war im Kino, glaube ich, länger. Ja, wo hast du den dann angeschaut? RTL 2 um 3 Nachmittag. Ja, ich schaue nur RTL 2. So kennt man die. Nein, aber zurück zu Guns Akimbo, also die Ballerszenen machen immer Spaß und wo wir gerade auch beim Soundtrack waren, was natürlich hervorsticht, ist Cypress Hill. When the shit goes down, Weltklasse. Und das gibt nicht nur einmal, das kommt ein paar Mal. Ja, genau, der geile Penner. Da ist auch die geile Stelle bei dem Penner, weil der Daniel Radcliffe, er ist ja eigentlich so ein Gutmensch, er ist nur Internet-Rambo. Ich glaube, er bezeichnet sich sogar als Internet-Rambo, kann es sein? Das ist keine Ahnung. Weiß jetzt nicht mehr, aber wir kennen ja alle diese Internet-Rambos, hauptsächlich, wenn es aus dem bayerischen Raum im Satz und aber regelmäßig die Kommentarspalten bei der PNP oder bei Idova lest. Da sind ganz viele Internet-Rambos und auch ganz viele Internet-Virologen und so unterwegs. Und als Szene betitelt das ja und in echt ist er aber eigentlich, hat er überhaupt keine Lust auf Gewalt und ist voll Pazifist und ist Vegetarier. Und dann die geile Stelle mit dem Penner, wenn er dann das Würstchen essen soll. Ja, genau, die Wiener. Ja, kannst du mir die in den Mund stecken? Oh Gott, wie alt war denn die Wiener? Ach, die liegt schon seit 8 Monaten hier, die muss schon lang weg. Und er entwickelt halt dann schon, langsam aber sicher entwickelt er sich halt dann dazu, dass bei ihm halt dann auch einfach überkocht, die ganze Scheiße, weil es ihm einfach zu viel wird. Sein Chef daten die ganze Zeit auffacken. Das ist dann auch ganz lustig, als er mit dem dann dieses ernste Gespräch führt und dann nichts vor mir dasteht. Da habe ich ehrlich gesagt das allererste Gespräch mit ihm Weltklasse gefunden, wo er diese Grußkarte gibt und ihn dann fragt, ja, ob er da bitte unterschreiben kann. Da steht irgendwie drauf, Goodbye, Miles. Das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt. Also der Daniel Radcliffe, also dem sein Charakter heißt Miles. Deswegen ist es witzig. Für alle, die bis jetzt noch nicht gedacht haben. Hast du wieder mal vergessen beim Handlungserklären. Ja, scheiß auf die Namen. Die merkt sie doch danach wie keiner. Ja, und über was haben sie gestern wieder geredet im Podcast? Ja, über den Harry Potter. Was ist da schießt er auf alle Fälle und hat einen Bademantel an. Ja, Harry Potter Teil 9 oder so. Weil wir ja vorher schon gesagt haben, die musikalische Unterlegung, wie geil waren die dann eigentlich noch bei der Minigun-Stelle auf dem Schrottplatz? Oh ja. Eine unglaublich geile Stelle. Samara Weaving mit ihrer geilen Sonnenbrühe in Herzform steht auf dem Ding Minigun im Anschlag und dann kommt so ein geiles, ruhiges Liedl, während sie die ganzen Leute über die überrotzt. Und allein der coole Witz davor, wo die ganzen Gangster da stehen und und der eine mit Grills und dann versteht man die ganze Zeit nicht, wenn er schmerzt, weil er die scheiß Grills drin hat und er fickt dann so geil over. Was hast du für eine Scheiße im Mund? Ich verstehe kein Wort nicht. Ist das einer von euch? Nein, ist das einer von euch? Ach komm. Willst du mich aufs Kreuz legen? Super. Und lauter so abgespacede Figuren. Also bei der Minigun-Serie, da habe ich mir aber dann schon gedacht, da läuft doch irgendwas zwischen den beiden. Weil die ganzen Gangster hat schon getroffen, aber ein Miles kein einziges Mal. Also, oder? Die driften, glaube ich, echt kein einziges Mal. Bei der ganzen Verfolgung nicht. Nein, ich glaube, dass es nie trifft. Das kann oder sein. Oder kriegt er mal was im Spine oder so? Tja, müssen wir uns wahrscheinlich nochmal anschauen. Leider, gell? Das hilft leider nicht. Ja. Was auf alle Fälle auch cool ist, wir haben ein Wiedersehen mit dem Hauptdarsteller aus Death Chasm, mit dem, wie heißt der, Milo Cawthorn oder so. Mhm. Der hat auch sein Kumpel, der hat auch ganz amüsante Rolle wieder mal. Ja. Leider kommt er ein bisschen zu kurz, ich mag den Typen, ich finde den eigentlich ganz lustig, der hat so eine geile Fresse. Den hätte ich gerne ein bisschen mehr Screentime gegönnt gesehen. Ja, da gibt's eine Szene, da ist dann der Mais bei ihm, da hat er schon seine Waffen an die Hände geschraubt bekommen und da sagt er, ja, kannst du mir bitte mein Handy aus der Hosentasche rausholen? aber da muss ich dir in die Hose greifen. Ja, mach doch einfach. Nee, das ist ja sogar noch warm von deinem Schenkel. So ein Dreck. Und es sind lauter so geile abtrade Figuren. Und der Fuckface. Was ist mit dem Fuckface überhaupt noch? Und auch wie der Rick schon ausschaut mit seinen scheiß Tattoos, als hätten sie 3 2-Jährige mit einer Malkost in seinem Gesicht austobt. Was soll denn das? Also das ist, die Figuren, die sind auch so überspitzt und over the top und der geile Typ mit seinem Afro, was ist eigentlich mit ihm, wenn der eine kommt und die haben sie in den Arm geschossen und sagt so, ja, der ganze Death Squad ist tot und er geht hin und alles, was er zum Tod ist, dass er mit dem Finger in die Schusswunde einbohrt. Was soll denn die Scheiße? Warum muss der mir jetzt nur mit dem Finger reingelangen? Das tut doch eh schon voll weh. Ah, das ist authentisch. Also, du musst dir das mal so vorstellen, das sind ja Internet-Gangster, die haben den ganzen Tag nichts zum Tor.
als sie gegenseitig in Schusswunden zu bohren? Na, die warten ja gerade bloß so auf solche Momente, dass sie dann sagen können, so, ja, auf Schusswunden. Okay, aber genau. Was wir auf alle Fälle nur erwähnen müssen, das Wichtigste, das uns der Film beigebracht hat, ist, bring niemals einen Göffel mit so einer Schießerei, gell? Oh Gott, da haben sie sich ja nicht einmal das Logo von KFC geleistet. Ich weiß aber nicht mehr, war das dann nicht irgendwie CCFC oder so? Oder irgendwie so, ja. FC? Geil bescheuert halt. Geil bescheuert, wie der ganze Rest von dem Film auch. Also er ist einfach nur geil und bescheuert. Also von uns auf jeden Fall absolute Schauempfehlung. Absolut, ja, 100%. Wer das nicht anschaut, der ist doof. Dann machen wir es auch relativ kurz heute einmal im Podcast, damit ihr dann euch sofort auf euren Lieblingsstreaming-Dienst stürzen könnt, damit ihr euch ganz Kimbo holt. Kani, was hat dir gefallen und was hat dir nicht gefallen? Was mir besonders gefallen hat, ist der ganze geile zynische Scheiß auf diese Internetgeneration. Das finde ich einfach super, weil es wirklich so, also jeder Satz, der da gesagt wird über diese dreckige Scheiß-Internetgeneration, die stimmt zu 100%. Das ist, da ist kein Satz dabei, wo du sagst, ach, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, sondern jedes Wort ist einfach so zu 1000% wahr, weil es echt mittlerweile, wenn du das Internet einschaltest, dann krieg ich schon 5 Schlaganfälle, wenn ich gerade 2 Kommentare irgendwo gelesen habe auf Facebook, weil nur Idioten unterwegs sind. Und was hat mir nicht so gefallen? Es ist tatsächlich wieder mal so ein Film, bei dem ich nichts hab, das ich am Ohr reiten kann, weil mir der von Anfang bis Ende komplett Spaß gemacht hat. Na, du musst jetzt, also. Ja, okay. Ich weiß, also ganz so einfach kann man es da nicht jedes Mal machen. Ah, du Penner. Ich weiß aber dann gut, dann sage ich reite ihm ein, dass der Radcliffe nicht den ganzen Film diesen geilen Look mit seinen Hausschuhen und dem Bademantel in der Unterhosen hat. Oh Mann, der Charakter entwickelt sich weiter. Der hat ja Hosen an, so ein Scheiß. Okay, gut. Dann muss ich wahrscheinlich weitermachen. Ja, weil der Mike ist nicht da, bleibst nur du. Ja, was mir gefallen hat, ist die Nix, der Charakter von der Samara Weaving, weil es halt einfach mal ein richtig geiler Frauencharakter ist, der die Leute sagt, ja, wo der Ziegenbock den Honig hat. Also es ist wirklich einfach richtig geil. Ist übrigens dann auch der Grund gewesen, warum meine Frau selber gesagt hat, dass der Film super ist, weil sie gleich mal den Charakter von der Nix als Vorbild genommen hat. Also das heißt, seitdem habe ich viel Angst. Ja, aber ich habe schon vorgemerkt, ich brauche gar nicht kommen, gell? Naja, du musst mit meiner Frau da erstmal debattieren. Jetzt googelt er bestimmt debattieren. Ja, wie schreibt man das? Und ja, nicht gefallen hat mir nix. Die Figur? Nein, ich kann sie ja nicht in den Himmel loben und dann gleichzeitig beim Negativen haben. Ja, das fand ich jetzt gerade irgendwie bizarr von dir. Also ich verstehe es, dass du sagst, es gibt eigentlich wenig, was man dem Film ankreiden kann. Aber eins finde ich tatsächlich schade, und zwar, ja, dass er nicht im Kino war und dass diese Präsenz dadurch einfach so ein Stück weit gefehlt hat. Ich meine, es ist jetzt so oder so kein Mainstream-Film, oder so ist er zumindest nicht aufgezogen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn man jetzt nicht unglaublich viel nur im Marketing mit reinsteckt, dass der Film dann so aufgefallen wäre. Aber ich denke mal, wenn er zumindest im Kino gelaufen war, dann war er so ein bisschen ein Geheimtipper gewesen, wo man halt dann sagt, boah, leck, hast du den schon gesehen mit dem Radcliffe? Richtig geil, Kim, schauen wir uns den halt nochmal zum 5. Mal an. Also das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, aber naja, vielleicht gibt es ja irgendwann noch. Hoffen wir mal, dass Deathgasm 2 total durch die Decke schießt und dann ganz Akimbo 2 grünes Licht kriegt. Weil sagen wir mal, Potenzial dafür wäre ja nach wie vor da. Ja, und das Türchen hat man sich ja offen lassen mit dem Ende. Also es ist jetzt kein offenes Ende, aber es kann also stehen bleiben, aber es ist die Möglichkeit, dass man sagt, machen wir weiter. Ja, genau. Gut, und dann kommen wir natürlich zu unserem Triple Threat. Mr. Carney. Sehen wir in diesem Film Titten? Keine Titten. Sehen wir in diesem Film Trompeten? Wir sehen eine Trompete. Und sehen wir in diesem Film Tiere, tote Tiere? Tote Tiere gibt's nix. Nein, kein totes Tier. Ja, Gott sei Dank, keine toten Tiere. Keiner mag tote Tiere. Ja, Gott sei Dank endlich mal eine Trompete. Das ist eigentlich schon komisch, oder? Es gibt keine Titten, aber eine Trompete. Ja, Harry Potter hat seinen Zauberstab auspackt. Du hast schon auf Stammbild gedrückt und hast geschaut, ob der wirklich echt ist. Und gefappt habe ich auch. Warum denn? Ja, warum nicht? Hallo, das ist ein Radcliffe, der Zipfel, das musst du mitnehmen. Aber schon mit zwei Waffen an die Hände, oder? Ja, ich habe eine in der Hand gehabt.
Oh Gott. Gut, und mit diesem Gedanken, mit diesem professionellen Gedanken lassen wir eigentlich mal wieder in den nächsten Podcast raus, also den nächsten Podcast natürlich von uns. Ja, für die nur kurz angemerkt, es gibt damit wir keinen Schmarrn verzeiht haben, es gibt auf alle Fälle eine Kingsman zensierte Version, in der ist die Kirchenszene zensiert und auch noch der Hintern der Prinzessin am Schluss ist da zensiert. Aha. Also die gibt's tatsächlich, also Augen auf beim Filmkauf. Ja, richtig. Wobei, gibt's den in zwei unterschiedlichen Versionen zum Kaufen? Das habe ich jetzt nicht genau rausgelesen, ob das direkt also er ist auf alle Fälle im Fernsehen zensiert und ob die FSK 16 Blu-ray, ob es da zwei Alternativversionen dann gibt zum Anschauen, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, dass die normal umgeschnitten ist, aber es ist irgendwas habe ich noch gelesen, von Regionalcode abhängig und von der tschechischen Blu-ray und was weiß ich. Generativ habe ich jetzt eigentlich nicht eingelesen, ich wollte jetzt gerade die Zuschauer nicht mit Unwissenheit verabschieden. Wobei wir es ja fast bei jedem Podcast mit Unwissenheit verabschieden, weil wir vorher nichts Ahnung haben. Bei Kingsman ist echt schade, weil die Lynyrd Skynyrd Freebird-Szene, das war mega geil. Also das hat das so gut passt. Ja, das stimmt. Das zum Schneiden. Also ich hoffe, dass demjenigen, der da vom Schneidewerkzeug gesessen ist, ein paar Tränchen runtergeflossen sind. Schäm dich. Zipfel. Gut, Kani, was sagen wir die Leute sonst noch so? Ja, es müsst uns wie immer liken und teilen und geil finden und kommentieren und rezessieren und rasieren und passend zum Film haut euch unser Logo in den Hintern anstatt Knarren. Genau, aber gern auch im gleichen Outfit. Also das heißt mit Bademantel in der Unterhosen und nur mit geilen Plüsch-Tiger-Schuhen. Ja, genau, ich kenn's ja. Die ich übrigens echt geil finde. Also ich bin schon überlegen, ob ich mir die nicht hole. Die sind 100 pro geil, voll. Die musst du holen, weil die sind immer geil und außerdem sind sie voll geil flauschig warm im Sommer. Sommer, ja. Da sowieso, aber auch im Winter. Und wenn's neugierig geworden seid, es gibt von mir ein kleines Cosplay zu ihm. Ein richtig Low-Cost-Cosplay, wie es so schön heißt. Also müsst ihr uns besuchen in unsere Internetauftritte, egal ob Website oder Facebook oder Instagram. Irgendwo müsst ihr auf alle Fälle danach suchen. Es gibt ein tolles Beitel von mir, in dem ich versucht habe, als Bilduntermalung zu der kleinen Rezession, die ich geschrieben habe, so auszusehen. Und es ist zauberhaft. Es ist wunderschön. Es ist einfach, ich hab's gerade vor mir, schau's mir gerade wieder an, es ist einfach so schön. Du bist einfach der Geist, ey. Ich bin einfach so ein geiler Typ. Also jetzt müssen wir echt aufhören, weil jetzt wäre unzüchtig mit mir selber wäre. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Best Podcast der Welt. Tschüss.